Der Zeitpunkt ist gekommen, ein neues Dragon Ball Spiel in die Let's Play-Reihe aufzunehmen und damit willkommen zu meinem ersten Video zur Let's Play-Reihe von Dragon Ball Z, Battle of Z. Tja, und hiermit, ja, natürlich erster Part, meistens das Unboxing-Video, wie in diesem Fall auch, und zwar zu Dragon Ball Z, Battle of Z, der Goku Edition, man sieht auch schon, dass uns da eine, wie es aussieht, Goku-Figur erwartet, war? Das kann noch ganz cool und spannend werden. Gut, mal ganz kurz gucken, was da alles so drauf ist. Die Verpackung ist natürlich auch immer interessant. Moment, ich muss ganz kurz die Arme da rausnehmen, sonst seht ihr das. Das wäre ein bisschen doof. So, hier also, Dragon Ball Z. Hallo, kann man bitte heranzoomen? Du hast doch eine Auto-Zoom-Funktion. Will gerade nicht, schade. Dragon Ball Z, Battle of Z steht oben. Dann oben, unten die Exklusivfigur Super Saiyan Goku. Hallo, kannst du bitte mal zoomen? Hallo. Zoom-Funktion. Ja, Autofokus von Arsch, wie es aussieht. Meine Kamera ist hin, auch nicht schlecht, aber gut, ich kann es mal ganz kurz hier zeigen. Hier steht noch 25 cm. Ah, jetzt klappt es wieder. Ist eine tolle Kamera. Egal, gut, das soweit. Dann hier unten noch was von Artbook of Dragon Ball Z, das sehen wir uns auch gleich noch an. Und dann da unten noch Unique In-Game Content, Naruto 6 Costume for Goku. Im Grunde genommen sind es sogar 3 DLC-Codes, glaube ich sogar. Also sprich, man kann insgesamt sogar 3 Kostüme freischalten oder 3 Charaktere, je nachdem halt. Dann natürlich das hier. Oder Saga-Kostüm, dann gibt es irgendwie noch Super Saiyan Bardock und Super Saiyan Vegeto, kann man auch noch freischalten. Was glaube ich nicht bei der Version des Spiels möglich sein soll. Gut, dann steht, was steht hier hinten noch? Team Up with Dragon Ball Z. Moment mal, da habe ich doch irgendwie eine coole Kamera, um euch das auch von oben zu zeigen. Von oben, nicht von unten. So, hier. Team Up with Dragon Ball Z. Moment, das ist ein bisschen zu hoch, sonst seht ihr mein Poster hinten noch. Dragon Ball Z, genau, was steht da alles? Play Goku for the first time as a Super Saiyan God. Natürlich eine Anspielung auf den Film Dragon Ball Z Battle of Gods. Gut, ja genau, hier Super Saiyan God, passen Charaktere mit einzigartigen Objekten an und dann hier erleben das neue Genki-System. Das kennt ihr auch schon meinen letzten Test zum Spiel. Naja, denken wir vor allem beim Online-Modus, wenn wir gegen mehrere Gegner fighten und 8 gegen 8 und so, wird das noch ganz cool werden. Gut, da steht hier links noch, da steht ein Traumteam mit 4 Spielern. Dann da sieht man einen ganz coolen Osaru hier, yeah. Was steht da unten? Spiele mit deiner Freundin in gigantischen Bosskämpfen. Moment, das kann noch besser machen. Das sieht gerade ein bisschen cool aus, muss ein bisschen näher ranzoomen. Hallo? Ja, jetzt. Gut, ein bisschen hoch, hoch, nicht runter. Sehr geil, sehr geil. Was steht da unten noch? Kämpfen riesigen Schlachten mit bis zu 8 Spielern. Gut, der Rest wird relativ klar sein. Ein Spieler. Da steht noch, wie viel Speicher es braucht. Für die PS3 hat es 27. Aber es ist ja auch nichts Neues, war also hinsichtlich PS3-Spielen sowieso in der Regel immer so, dass die ja nur bis zu HD möglich sind und nicht bis zu Full HD. Hallo, Kamera, bitte zoomen. Kann ich näher ran? Zoomen, Automat. Hallo. Schärfer stellen, Autofokus. Ja, gut. Dann eben nicht. Gut, kann man zum eigentlichen Inhalt wieder mal sagen, weil wir verpacken natürlich immer nur das eine. Auf dem Bereich, das steht auf der anderen Seite. Das Gleiche ist auch nicht schlecht. Beide seien das Gleiche. Gut, dann mal gucken. Was haben wir jetzt da Schönes drin? Kann damit. Nee. Weiter rauszoomen geht nicht. Dann greife ich mal hier oben rein. Leg das Ganze mal ein bisschen ab und guck mal, was ich jetzt da rausziehen. Hallo, lässt. So. Viel Karten mal wieder für die Kartenabfuhr, vor allem mein Vater. Was denn hier noch? Oh, ist da ein Zettel? Nö. Zum Rausziehen wohl. Ja, mit einer Hand natürlich sehr praktisch. Moment mal, muss ganz kurz hier. Da kommt schon die zweite Hand ins Spiel. So. Gut, da hinten sehen wir noch ganz was andere Dinge da drin sind. Doch jetzt erstmal zur Son Goku-Figur, die ihr jetzt nicht so ganz gut seht. Moment, ich zeige es gleich einmal. Verpackung, ist da etwas? Nö. Dann eben nicht. Machen wir das Ganze mal. Autsch, das war gerade ein Schnitt in den Finger rein. Zum Glück kein sehr tiefer. Wäre ein bisschen unpraktisch, wenn ich jetzt direkt vorm Start des Spiels, vor dem Beginn des Let's Plays bereits mich hier verletzen würde und nicht mehr zocken könnte. Das wäre ein bisschen sehr peinlich. Gut, offen wär's. Ich weiß noch nicht viel, das ändert sich gleich. Jetzt habe ich es mal aufgemacht. Ich brauche künftig eine bessere Kamera. Hey, das ist ein bisschen mühsam, jetzt mit den Händen zu fungieren. So, aber egal. Wir fahren mal ganz kurz die Goku-Figur hier raus. Was ein bisschen. Hallo? So, jetzt aber. Macht sehr viel Lärm. Ich weiß, ist auch sehr viel Plastik hier drin. Naja, viel zu viel. So, weg damit. Autsch. Das war mein Kopf.
Und da haben wir, das gerade, keine Ahnung, da haben wir die Son Goku-Figur, die, ja, noch sehr verpackt aussieht. Das wird sich bestimmt ändern. Die Frage ist bloß, wie. Ach nö. Das ist so, ja, das so rausziehen hier. Wieder alles verklebt. Alter, mit den ganzen Plastik, den ganzen Klebern hier, kann das ein ganzes Zimmer tapezieren. Das ist doch wahr, also ganz ehrlich. Man kann es doch übertreiben. So, ich hoffe, ihr hört mich noch und es ist nicht zu laut. Weil ich habe gerade das Gefühl, es ist gerade sehr laut im Video. Naja, so. Das Teil kommt auch weg. Tschüssikowski. Was haben wir hier Schönes? So. Sieht interessant aus, wa? Egal. So, jetzt ganz kurz nach rechts noch mit der Kamera switchen, weil sonst seht ihr da im Hintergrund das ganz... Hallo, Kamera? Mein Monitor noch, der ein bisschen stören würde. Egal, also geschafft. So, und da ist sie also, die Son Goku. Sieht ein bisschen aus, wäre im Super Saiyan 2 Modus. Moment, ich zeig's dir gleich. Plastik ist irgendwie... ist egal. Alter, ist aber ganz schön schwer. Will man gar nicht erwarten. Ich bin Son Goku. Erinnert mich ein bisschen an meine Kindheit mit den Actionfiguren. Ich bin Goku, der größte Held in deiner Welt. Jemand, geil. Okay, sind ein bisschen... Aber gut gemalt, muss man schon sagen. Ey, alles schön schattiert. Wunderbar. Die Haare wirken ein bisschen gräulich. Also man sieht, auch Son Goku kommt ein bisschen in die Haare mittlerweile. Das ist eine Frisur, hey. Nee, Super Saiyajin sieht man schon. Weil das dreifache Super Saiyajin... das zweifache Super Saiyajin wäre... Auf einer stacheligen Frisur würde es zwar stimmen, der zweifache Modus, aber er hätte sonst nur insgesamt 3 so Haarsträhnen hier vorne. Und da, Entschuldigung, war gerade die Kamera. Und da hier halt Super Saiyan ist, hat hier noch ein paar mehr. Also irgendwie eine seltsame Frisur für einen Super Saiyan, vor allem für Son Goku. Aber egal, so, hier sieht es aus, als hätte er gerade in die Hose gemacht, wa? Dazu sage ich jetzt nichts weiter. Und sonst so, hier sieht es ein bisschen zerknittert aus, war lange im Bett heute noch und ja. Was hat denn der gemacht, ey? Kaminfeger oder wie? Ist doch total dunkel. Egal, wenn man mal so Goku startet, macht das jetzt mit dem hier. Hallo, Moment, da muss irgendwie so. So, wo geht's, wa? Das könnte klappen, Hilfe. Also muss ich sagen, dafür, dass das Ganze, alles in allem die ganze Goku Edition etwa 140 Schwarzfranken gekostet hat, hat sich durchaus gelohnt. Als kleiner Vergleich, das normale Spiel ohne die Figur und allem drum und dran würde etwa 80, 90, 90 Franken kosten. Ja, von dem her, Alter, wie schwarz die Hände hier sind. Das seht ihr vielleicht nicht im Video so gut, aber das ist echt crazy. Aber das ist echt, ja, also schwerer als man eigentlich meinen könnte. Gut, ihr seht, ich kann es trotzdem mit 2, 3 Fingern halten, sogar mit einem. Aber trotzdem ist es schwerer, als man meinen könnte. Egal, das wird sich gut in meinem Zimmer machen. So, Goku bleibt hier draußen, beobachtet uns ein bisschen und fällt mir hoffentlich nicht auf die Finger. Wir ein bisschen sehr doof. Dann kommen wir mal zum Artwork-Buch. Hallo, kommst raus, dankeschön. Ist egal. So, jetzt. Das Artwork-Buch. Jo, hier sehen wir auch schon Dragon Ball Z, Battle of Z, Artbook. Gut, Artbook halt. Von seiner Super Saiyan God-Form. Hat sie hinten noch etwas? Oh, die ganzen Gegner. Natürlich ganz wie gewohnt. Freezer und Super Saiyan Son Goku. Cell ist dabei. Broly natürlich. Buu sind wir auch ganz klein noch. Und natürlich Bills, der Gott der Zerstörung. Und Son Goku als Super Saiyan Gott. Dann mal gucken. Ja, ist sehr schön, wa? Hallo, wo bin ich? Tada! Hallo, wo ist der Goku? Tada! So, genug gespielt. Character Stage Stiff Studio. Oh, auf Englisch, gut. Ganz kurz aufpassen, damit sie nicht zu viel spiegelt. Wenn ihr trotzdem noch etwas seht. Ja, das kann man eigentlich auch schon bereits von diversen Wallpapers im Internet. So. Goku has a pure heart and unlimited power and has saved the Earth many times. He's a Saiyan who holds waste on Earth, who is excited to fight powerful enemies. Genau, also, Goku hat ein reines Herz und grenzenlose Kraft und hat die Erde schon einige Mal gerettet. Er ist ein Saiyajin, der auf der Erde aufwuchs und auserwählt ist. Was so ein excited to fight powerful enemies. Achso, der schon viele starke Gegner herausgefordert hat. Genau so. Hier sehen wir noch, wie das Charakterkonzept. Dann noch
Sag mal, ist das Adobe Premiere? So ein Vegas kann es nicht sein. Meint ihr, sieht das gar nicht so gut noch näher ranzoomen? Also, sieht schon krass aus. Doch könnte Adobe sein, wa? Ein Adobe-Produkt. Also, ich will jetzt nicht so Werbung machen. Ich kenne auch Adobe-Produkte. Oder Adobe-Produkte zu wenig. Ja, hier seht man, da ist ein Super Saiyajin, sein Modus. Können mit dem Hintergrund etwas übereinstimmen, war. Und da hätten wir einen zweifachen Super Saiyajin und da oben noch der dreifache. Der arme Friseur, hey, vor allem das Bleichungsmittel, mal ganz ehrlich, im Real Life. Viel Spaß. Super Saiyan God Goku. 5 Saiyans, right out in Earth, extend their powers to Goku to bring about the God of the Saiyans. He wages battle against Beerus to save Earth. Ja, Beerus ist halt Bild, der Gott der Zerstörung. Also, im Grunde genommen geht es darum, dass 5 Saiyajins, abgesehen von Goku, also mit Goku werden es halt 6, müssen ihm ihre Energie übertragen, damit der Super Saiyajin Gott erweckt wird. Ja, ist irgendwie so, wird so im Film erklärt, dass bereits vor Jahrtausenden tauchte bereits der Super Saiyajin Gott da auf dem Planeten Vegeta auf und das ging nur, weil 6 reinherzige Saiyajins ihre Kraft zusammengetan haben. Ja, und dann entstand halt der Super Saiyajin God. Viele sagen immer, dass irgendwie das sieht aus, als hätte Goku einfach Kaioken eingesetzt, aber man sieht schon, er hat auch rote Augen und so rote Augenbrauen, das hatte er im Kaioken-Modus nie. Da ist ja ein bisschen verrückt das Ganze. Wobei ich habe eine ganz andere Theorie, die hat noch was mit Dragon Ball GT zu tun und dem vierfachen Super Saiyajin Gogeta, aber das erkläre ich dann im Spiel mehr, also im Let's Play dann, was ich da noch für Theorien habe, warum das er da rote Haare hat und so. Ja, wie gesagt, erkläre ich dann im Spiel noch mehr dazu. Jetzt sind wir noch wieder ein paar Adobe Premiere. Man, spiegelt zu sehr, tut mir leid. Keine Absicht. Gohan, Goku's Sohn, who has a spirit of justice, was raised by Chichi to be a was, Politik soll er gehen? Nee. Vielleicht eine gute Ausbildung machen. He was a crybaby, but Piccolo, then Goku trained him into a fine fighter. Ja. Mein Alter, der Junge war 4 oder 5 Jahre alt. Übel. So, jetzt immer noch Super Saiyajin-Modus und Super Saiyan 2-Modus. Ich erzähle es hier nicht alles ins Detail. Vor allem zeigen finde ich es wichtig, ja. Ultimate and Super Saiyan Gohan. Also, damit ist wohl bestätigt, es gibt den zweifachen Super Saiyajin Son Gohan in diesem Spiel leider nicht. Nun gut, nicht unbedingt so wild, nicht wahr? Gohan's ultimate form with powers beyond limit. Gohan received the help of Elder Kais to manifest ultimate power without transforming into Super Saiyan. Genau, damit er der ultimative Krieger wird. Krillin. Ich hätte sogar Krillin. Das im Original wird er irgendwie Kuririn heißen. Great friend of Goku. He trained with Goku as a fellow pupil to Master Roshi. Brave and compassionate. Was ist denn das für ein Wort? Kann ich jetzt lesen hier oben? Also Brave heißt die Mutti, ist mir auch klar, aber Compassionate. Was? Compassionate. Was ist denn das für ein Wort? Kann ich gar nicht. He's one of the strongest Earth Fighters around. Ja, zumindest einer der stärksten Menschen. Ich glaube sogar am Ende von Dragon Ball Z ist er sogar der stärkste. Also stärker als Tenshin Han und Yanchu, hier sind sie auch schon. Tien, ja, ist ein Originalname. The Master of the Martial Arts Student under Master Shen to become an Assassin. Echt ein Assassine, cool. But through his encounter with Goku, his sense of justice awakened. Ja, ursprünglich war er noch ein böser Junge, nicht wahr? Kennen wir auch schon alle noch. Tenshin Han, ursprünglich noch in Dragon Ball. Dann Yamchu, a fighter who protected the Earth with Goku. He underwent Master Roshi in Kami's training. When he first met Goku, he was a desert, branded weak with females. Ja, so eine Schwäche mit Frauen damals noch. War noch ein Bandit und alles, eine coolere Versuch. Aber ganz ehrlich, ey, das ist einfach nur ein schwacher Versuch, so auszusehen wie der erwachsene Gohan. Die Frisur steht ihm gar nicht. Der fand ihn nah mit der Frisur, die er im Kampf gegen Vegeta und Nappa hatte, fand er noch am besten. Naja. Piccolo. Namekian, reborn from Demon King Piccolo. He was a heartless warrior, but through encounters with Goku and Gohan, he became calm in heart. Also sprich, er war halt ursprünglich auch ein böser Bube, der Sohn vom Dämonenkönig Piccolo. Ein herzloser Krieger steht er sogar, aber dann halt im Laufe oder sogar zu Beginn von Dragon Ball Z, auch mit der Hilfe von Gohan, wurde er halt ein bisschen weicher am Herz, ja, ein bisschen weicher am Herz. Ein bisschen offener und deswegen auch ein Z-Fighter. Oh, Raditz. Gokus Blood Saiyan Brother, also sprich halt wirklich sein leiblicher Bruder. He comes to Earth to invade Goku, to invade other planets. In order to force Goku to join, he kidnaps Gohan. Ja, seinen eigenen Neffen, einfach
verschleppt und, naja, wollte Goku zum Beitreten verpflichten. Der hat aber netterweise abgelehnt. Nappa, Alter, ich kann ja die ganzen Texte vorlesen. A scene late wo came with Vegeta to invade Earth. Ist was? Ich zeige es einfach noch ganz kurz. Können Sie jeweils Pause drücken im Video. Ich zeige dann ganz kurz die Bilder hier. Wenn ich wenn mal ein bisschen heißer, halt mal ein bisschen kratziger. Leider bei mir so. Ja, Winterzeit halt, war momentan sowieso ein bisschen mühsam, weil das Wetter wieder ein bisschen verrückt spielt. Deswegen ja auch meine Gesundheit ein bisschen und deswegen will ich jetzt nicht schon vor Beginn des Let's Plays schon zu viel quatschen und meine Stimmbänder strapazieren. Ganz viele Seiten hier. Wie geht's? Wir haben noch ein paar Super Saiyan-Formen, glaube ich. He invades Earth to seek the Dragon Balls. Yep, habe den Dragon Balls gesucht damals. Aber auch schon eine Weile her. Margin Vegeta hier oben. Super Saiyan 2. Bin ich auch verrückt. Also zwischen den zwei Formen hier, also zweifacher normaler Super Saiyan, das ist bei Vegeta kaum ein Unterschied. Von den Haaren her meine ich. Also, nö, sehe ich irgendwie nicht. Osaru Vegeta auch noch cool. Naja. Sag mal, nicht eine Mehrteile Charaktere voll es gibt. Natürlich die Frage, macht das bereits oder soll ich? Weil im Grunde genommen, ja gut, ich kündige jetzt mal so an. Es werden sicher noch ein paar Dinge folgen hier, ein paar Charaktere und ein paar Texte, die auch im Prinzip nicht unbedingt die Bilder vorenthalten. Für diejenigen, die nicht unbedingt wollen, dass sie gespoilert werden, müssen jetzt halt bereits am Ende des Videos vorspulen. Die anderen können hier noch ein bisschen weiterlesen. Der Freezer-Soldat. Oder halt eine andere Variante wäre, das Video erst dann zu gucken, sobald ihr das Let's Play gesehen habt. Hallo, kannst du bitte mal zoomen, Kamera? Also scharf stellen meine ich. Autofokus. Nö, er will nicht. Hallo? Jetzt geht's. But I'm not very strong. Ja, stimmt. Normaler Freezer-Soldat. Die Ginyu Force kennt ihr auch alle. Da steht so oben danach nichts Spezielles mehr. Nö, alles soweit gut. Freezeline, all seine Formen, auch ganz cool zu sehen. Ja, ich muss sagen, die Goku Edition zu kaufen, lohnt sich durchaus noch. So, habt ihr auch gesehen da oben. Kommen wir jetzt mal zu Trunks, Kid Trunks, wenn wir auch noch zocken werden. Naboo Saga, zum Erwachsenen Trunks, sprich Future Trunks, Ultra Trunks, etc. Der Sohn von Vegeta und Bulma, das wird vermutlich auch kein Spoiler mehr sein, war für die ganzen Dragon Ball Fans unter euch. Der Gero und die Androiden, also sprich die Cyborgs. Sieht man das? Noch Spezielles? Nicht wirklich. So, C19, C20, alias Dr. Kero, auch nichts Besonderes. Nö, alles wie gehabt. Oh, Cell. Kennt natürlich auch noch. Seiner Imperfekt-Form war, die Semi-Perfekt-Form irgendwie. Die ganz perfekte Form, ja, ist Super Perfect Cell. Naja. So viel zu ihm. Dann kommen wir jetzt zu Guten und Gotenks. Gotenks. Jupp, sup. Auch nichts Spezielles. He isn't into training, but holds rare power. Genau, similar to Goku in his youth. Sprich, hat die gleiche Frisur wie Son Goku. Haben sich viele von euch schon gefragt, warum ist es überhaupt so, dass Goten die gleiche Frisur hat? Da gibt es wirklich einen Zusammenhang. Sprich, der Macher der Serie, Akira Toriyama, hat sich echt was dabei gedacht. Denn es war so, ursprünglich in seiner Planung war es so, dass er bis und mit der Cell-Saga hatte alles so übernommen, wie es auch dann in seiner Planung war, also sprich seine Planung und das, was er umgesetzt im Manga und im Anime, war so, wie er es geplant hatte, bis und mit der Cell-Saga. Ab dann der Buu-Saga war es ein bisschen anders, weil er hatte gewisse Vorstellungen vom Spiel, die dann die Fans anders haben wollten und so war es auch mit Goku oder Goten, so. Denn Akira Toriyama wollte ursprünglich Son Goku in der Buu-Saga nicht mehr zurückbringen. Also er glaubt, dass es ein Auftritt, wo er nur einen Tag zurückgekehrt ist, und den Jungs halt auch noch die Fusion beizubringen, der war, glaube ich, schon geplant. Aber Goku sollte nicht mehr ins Leben zurückkehren. Und deswegen halt die Referenz dazu, deswegen sieht Son Goten auch Son Goku so ähnlich, damit er einfach trotz allem noch weiterlebt und ja, sie halt irgendwie doch, damit halt sieht, dass sie Kraft und ja, an die ganze Kraft und Verantwortung auf die nächste Generation übergeht. Sprich zuerst was Son Gohan, nachher Goten und so. Das war die ursprüngliche Planung, aber die Fans wollten halt Son Goku zurückhaben und dann ist er halt zum Schluss wieder zurückgekommen.
Naja, Cooler kennen vielleicht viele von euch noch vom Film. Von einem der Filme, die es ja sehr viel dazu gab. Metall Cooler noch, der ist ganz übel hier, ist ein Big Boss. Kennen vielleicht viele von euch noch von Ultimate Tenkaichi. Freezers großer Bruder. Er hat sogar eine Form mehr, sprich, das ist ja die gleiche Form wie Freezer auch hat, seine letzte, aber er hat noch eine 5. Form. Das ist auch ein übler Typ. So, der Dämon Buu, ich glaube, den gibt es hier auch nur in der, also als Super Buu gibt es nur in der Gohan-Form. Mehr gibt es hier gar nicht mehr. Also sprich, die Gotenks-Form wird eigentlich fehlen, wa? Naja. Ist ja egal. So, Bardock, genau, hier sind wir auch. Bardock als Super Saiyajin, das kennen viele von euch vermutlich gar nicht. Das war ja auch nur so. Soll ich das bereits erzählen, warum? Oder wird das vielleicht im Film noch erklärt? Im Film, sage ich schon, im Spiel noch. Ne, ich erkläre es nicht. Ich erkläre es jetzt nicht, das könnt ihr später dann sonst mal, wenn es euch noch interessiert, googeln. Aber kann man schon mal so viel erzählen. Es hat damit zu tun, dass er halt nach dem Kampf gegen Freezing verschwunden ist und durch die Zeit, durch Freezes Angriff durch die Zeit geschickt wurde. Ja, irgendwie ganz crazy. Naja, so viel dazu. Zu Bardock in einer Super Saiyajin Form. Dabra, auch nichts Neues. Auch schon viele von euch. Super Vegeto soll im Prinzip die stärkste Version von allen sein, also in Dragon Ball Z natürlich. Sogar stärker als Super Gogeta. Ob das wirklich so ist, naja. Das ist dann eine andere Frage. Was steht hier? Many fighters powers could not defeat him. Achso, war Bu. Genau. Bu. Genau, wir kommen bereits mal zum heftigen Spoiler bezüglich Dragon Ball Z Battle of Gods. Bio ist Attendant, also Whis heißt er, wa? Whis. Das ist im Prinzip Bills Mentor, ja, der sieht ein bisschen crazy mit der Frisur und so. Attendant who takes care of his needs. Whis usually towards Beerus makes Whis seem indifferent. Whis power is unknown. Hier steht es, seine Power ist unbekannt. Ich kann auch jetzt schon mal sagen, das ist auch eine Anmerkung, glaube ich, von Akira Toriyama. Wie war das jetzt schon wieder? Auf einer Skala von 1 bis 15 ist, glaube ich, irgendwie so markiert, wenn der Super Saiyajin God Goku auf der Skala eine 6 ist, dann hat, glaube ich, Bills eine Power von 8 und Whis eine Power von 15. Also ist wirklich heavy. Also man kann jetzt schon sagen, Whis ist, also ja, Whis, wie er immer heißt, ist stärker als Bills, wird auch im Film so bekannt gegeben. Wie stark weiß keiner, hat einfach mal Akira Toriyama so bekannt gegeben, irgendwie auf so einer Skala. The God of Destruction has awakened after 39 years of sleep. As the most feared being ever, he arrives on Earth to look for the Super Saiyan God. Genau. Und der ist so übel stark. Einzelkämpfer hatten überhaupt keine Chance gegen ihn. Sogar irgendwie dreifacher Super Saiyajin Goku oder Ultimate Gohan. 0 Chance. Weil wir immer noch fragen, ganz ehrlich, Bills mag jetzt zwar der Stärke sein, theoretisch, aber jetzt kommen wir direkt mal zu Broly und dessen Stärke steigt ja immer weiter. Also theoretisch müsste Broly doch der Stärkste von allen sein. Verrückt das Ganze. Aber ja, es gibt bei Dragon Ball Z doch, obwohl die Serie schon seit Jahren abgeschlossen ist, doch, denke ich mal, noch das ein oder andere Geheimnis, das man irgendwie noch nicht offiziell kennt oder noch nicht offiziell gelüftet wurde. Wir haben auch einen Gegner aus dem Film noch, Explosion of Dragon Punch. Ja, die Drachenfaust einfach auf Deutsch. And kills anyone in its path. Also in dem Pfad, ja. Auch die Gegner werden die alle noch im Spiel leben. Goku, Naruto Uzumaki, Sage-Mode-Kostüm. Eine kleine Anspielung darauf, als halt bei Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 gab es ja auch Naruto im im Goku-Outfit. Ja, deswegen hier jetzt mal im Naruto-Sage-Kostüm. Ja, also ein bisschen doof, aber egal. Die Stages, gut, da muss halt nicht unbedingt sehr viel noch dazu sagen. Sie sind alle schon bekannt, also ist nichts Neues in dem her. Stages, was? Die Welt? Der Globus, ganz schlecht. So, noch ein paar Stages, wir langsam mal durch hier. Jetzt müssen wir das Video eigentlich nach dem Let's Play machen, wa? Naja, schon passiert. Das ist immer das Problem. Am Unboxing weiß nie, ob du irgendwie zu viele Informationen hergibst oder zu wenige. Also zu wenige sowieso nicht, aber ob es überhaupt lohnt oder ob du so viele Informationen gibst, das ist immer ein bisschen crazy. Ah, das Art Ding Studio. Ja, da ganz was zu tun, wa?
Ja, Leute, in so einem Spiel steckt schon eine Menge Arbeit. So, jetzt aber lang genug darüber fachgesimpelt. Kommen wir gleich mal zum... Wo ist eigentlich der Code? Hallo? Mir fehlt der Code, ist er etwa hier drin? So, erstmal ganz kurz nochmal das Spiel selbst, also sprich mal die Verpackung, die Spielverpackung. Team Up with Dragon Balls, was? Also, Bilder ein Team mit Dragon Balls. Gerade Frage, ist überhaupt die deutsche Version, da habe ich hier eine ganz andere. Tja, Multilanguage, wa? Audio. Achso, Moment mal, stimmt gar nicht. Kannst du mal ganz kurz zeigen? Kamera, Autofokus. Ach schon. Will nicht, egal. Spielt keine Rolle. So, hier haben wir erstmal die Disc von Dragon Ball Z Battle of Z. Danach direkt mal ein bisschen dran zocken. USK 12, sehr schön. Dann haben wir hier noch ein paar Dinger. Das wird wohl der Code für Gidyo Gokus Kostüm sein, genau. Bringt euch aber nichts, wenn ihr jetzt den Code eingebt, weil ganz ehrlich, ihr seht den Code jetzt zwar bis hier. Also kommt auf den bereits eingeben hier. Im Online-Feature Dragon Ball Z Battle of Z. Steht hier noch ganz kurz, wo man das Ganze spielt, war. Ist aber nicht. Moment mal, ist immer auf Deutsch. Table of Contents. Mission Result. Deutsch, 26. Dann mal gucken, was steht denn hier Interessantes? Lohnt sich überhaupt das vorzulesen oder zu zeigen? Inhalt von dem Start, Steuerung, Mission, Missionsergebnis, Kundendienst. Und immer sehr praktisch, wenn man sich beschweren möchte. Ja, Steuerung. Also von den normalen Leuten muss euch das gar nicht interessieren, weil wenn ihr das Spiel selber habt, habt ihr die Steuerung auch selber. Mission, die man alles machen kann, das seht ihr alles im Let's Play nach, von dem her muss ich das nicht unbedingt noch zeigen. Missionsergebnis, Teil der Community, registrieren, bla bla. Genau, ja, fängt quasi dann. Also sehr viel steht hier nicht, das ist halt die Steuerung. Wenn man dann noch zu Gemüte führt und dann würde ich mal sagen, ist das bereits einmal das Ende, was heißt bereits, ist ja nur etwa 20-30 Minuten bald her. Ist noch nicht so lange, aber man kann direkt mal, hallo, dankeschön. Man kann ruhig nochmal 30 Minuten länger und so machen, null Problemo. So, aber erstmal, damit ich hier zum Abschluss komme des Videos, war, hallo? So, ein bisschen schön darstellen, wenn es geht, zack, ja, so viel dazu. Geht dort, der Code kommt weg. Hier haben wir noch das Artbook. Kann man sich irgendwie noch so ein bisschen aufschlagen, damit es ein bisschen schön aussieht und ich was fürs Thumbnail habe. Bingo. Und dann auch das hier, was sicher Goku gerne für uns halten wird. Moment, jetzt seht ihr das Artbook nicht so ganz. Hilfe. So. Das waren wir dazu, Freunde. Zum Unboxing-Video, das ist ein bisschen länger gedauert als erwartet. Wollte eigentlich ursprünglich noch ein 10-Minuten-Video machen. Das ging wohl voll in die Hose, aber egal. Dazu also das Unboxing-Video von Dragon Ball Z Battle of Z und ab dem 24. Januar täglich die Videos zum Story-Modus und dann natürlich auch die Videos oder Parts halt zum Online-Modus, den man ja sogar, wie es irgendwie hieß, zu 8 zocken kann auf einer Seite. Also sprich 8 gegen 8 Spieler können online-mäßig gegeneinander zocken, was natürlich schon ein gewaltiges Intermezzo darstellt. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal beim nächsten Let's Play. Ciao zusammen!